es wieder Zeit. Hey, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Silvan Kuster. Entschuldigt schon einfach meinen absoluten Chill-Look. Es ist gerade vorher ein Päckchen gekommen, weil der Silvan hat sich wieder mal unnötigerweise Sachen bestellt. Aber hey, egal. Ich habe gedacht, wenn, dann zeige ich es euch in einem Video. Ich weiss, Leute interessieren sich ja gleich viel dafür. Ich habe gedacht, für die sich für Technik interessieren, dann wird es euch gefallen. Und den anderen, ja, ich könnt nächste Woche wieder einschalten oder die letzten 2 Videos schauen, die ich zusammen mit dem Niki gedreht habe. Challenges. Jetzt verlinkt unten in der Beschreibung. Eben, wie gesagt, ich bin jetzt hier in so einem gechillten Look, weil ich heute frei habe, daheim hocke. Und erst vorhin noch im Training war, also im Fitnesszentrum, und jetzt heimgekommen bin. Und dann ist das liebe Päckchen da vor der Haustür gestanden und haben wir jetzt gesehen. Es ist fucking riesig. Aber ich würde sagen, wir tröden gar nicht lange rum, sondern machen die Scheiße auf. So, Schere ist da. Und ja, ich habe mich lange zusammenreißen, dass ich es jetzt aufgebaut habe. Ich habe vorher extra noch brav in die Schule gelernt. Mein Berufsschullehrer wird stolz auf mich sein. Also wenn ihr das Video schaut, aber hey, willkommen, falls du das Video schaust. Das wäre jetzt mal absoluter Cringe. Also, jedenfalls offen wäre es. Oh Gott, die haben hässliche Nadeln drin. Ernsthaft, Junge. Also, ich muss schon mal jetzt sagen. Ja, man kann das Päckchen schön öffnen. Aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, das ist nicht. Oh, es ist offen. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, das ist nicht gesponsert, das ist wirklich alles selber gekauft. Nicht, dass da jetzt irgendwelche Sachen kommen, da bestellt sich die ganze Zeit so viel Zeug, aber dabei ist alles gesponsert. Nein, ist nicht. Jetzt ist die Frage, wie platziere ich euch am besten, dass ihr das alles auch seht. Weil wenn ich jetzt das auf den Boden lege, seht ihr wieder genau nichts. Und das Problem ist, ich bin immer am gleichen Ort im Studio, das heisst, ich kann jetzt oben mir nicht mehr so geil etwas anmachen zum Filmen. Darum muss ich mal schnell schauen, wie ich das mache. Ein kurzer Moment. So, wir sind wieder zurück. Die zweite Perspektive befindet sich jetzt wahrscheinlich da unten, darum habe ich jetzt die Kamera hier geschoben. Das heisst, ich bin jetzt nicht mehr so zentral im Bild, aber das spielt jetzt keine Rolle. Das heisst, ich mache jetzt mal weiter auf. Nämlich haben wir da viel Packungsmaterial. Okay. Schmutz. Ich finde es immer geil, dass die Pakete so riesig sind und nachher der Inhalt eigentlich richtig klein. So, zuerst mal zum Uninteressanten. Wir haben hier Kabel. Und noch mehr Kabel. So, und dann kommen wir jetzt zum Spannenden. Nämlich sind das so Skiwerfer. Und jetzt fragt sich natürlich der ein oder andere oder die ein oder andere, dass wir hier da genderfreundlich bleiben. Was? Okay. Keine Ahnung, was das ist. So, das heisst, die Schachtel können wir bereits wieder weg tun. Schmutz. So, dann hätten wir jetzt schon alles ausgepackt aus der Kiste. Und jetzt legen wir mal los mit dem Zeug, würde ich sagen. Jetzt haben wir hier einen Skiwerfer. Jetzt ist die Frage, da. Und entschuldigt schon mal mein Puff, der da rein liegt. Ja, ist jetzt einfach so. So, machen wir so eine auf. So. Darum, ja, jetzt ist das letzte Mal, wo wir mit so schlechter Lichtqualität filmen. Nachher wird die Qualität vom Licht, wie ihr seht, ich bin recht dunkel, aber egal. Da, nehmen wir das mal raus. So, einmal und zweimal. Schmutz weg. So, dann haben wir da, das ist so ein kleiner Skiwerfer. Richtig gut. Und da haben wir noch das Benutzerhandbuch dazu. Genau. Voll. Das brauchen wir jetzt auch nicht. Ich weiss, ich kann hier Sachen mit Material um. So, hier. Wir machen das. Ah, das ist der. Oh, okay. So. Ne, stopp. Das sind so Flüchtigkeitssäcke. So, da wären wir. Jetzt ist es auspackt. Und ich muss sagen, die Verarbeitung sieht soweit eigentlich richtig clean und gut aus. Also ich sehe da jetzt nichts, was mich jetzt gerade stören würde. Sieht auch recht massiv aus. Darum, jo. Das einzige Problem, das wir haben, das sind deutsche Stecker. Fuck. Nein! Scheiße! Ja, Simon hat natürlich absolut geschaut, was Stecker er mitgeliefert bekommt. Das heisst, wir machen jetzt doch noch einen kurzen Trip. Das heisst, es wird doch noch so ein Vlog. Wir machen einen kurzen Trip und gehen etwas posten. Dazu nehme ich mit. Wir haben es gefunden. Das brauchen wir. Und so 6 Mal. Und so müssen wir noch schauen. Eventuell wäre noch nice so einen Stecker leisten. Aber die ist verdammt teuer. Darum vielleicht eine ohne Funk. Mal schauen. Das ist ja immer noch teuer.
Ja, was könnt ihr? Ich kenne Funk und alles mögliche. Alles gut. Wir sehen es dann. Also, was ich jetzt genau poste, sind so Fix, Strom, Adapter. Ja, schau, kann man. Ernsthaft? Oh. Share, da, Share. So, also. So, also. So sieht das Ganze aus. Das ist halt wirklich so einmalig, das heisst, du machst ihn so, gechillt, rein, dann wieder raus. Endlich. So, dann habe ich Güssel und jetzt habe ich da so einen nice, typischen Schweizer Stecker dran, wenn man jetzt hier sieht. Genau. Und ja, das mache ich mal schnell mit allen und dann sehen wir uns nachher wieder. Jetzt haben wir alle montiert, alle Stecker. Jetzt sieht das da wirklich schon recht potent aus. Lampe und Lampe. So. Ah ja, was ich vielleicht noch erwähnen kann, das ich habe da mir noch so eine Steckerleiste gekauft, die richtig nice ist. Da haben 11 Steckplätze und da ich auch schon recht viele Lampen und sonstiges Zeug in der Decke oben habe, habe ich gedacht, gut, dann machen wir das mal richtig und hängen das alles schön ein. Und dann haben, was wir auch noch haben, was ich wahrscheinlich noch gar nicht gesehen habe, ist da haufenweise Kabel. Das ist alles Kabelzeugs, ja, was wir da haben. Und jetzt geht das Ganze noch dran, das Decke aufzuschrauben und alles zu verkabeln. Aber da es wahrscheinlich nicht so spannend ist für euch und ich gebe mir Zeit drauf, ich weiss nicht, ob das geil wird, weil viel sehen ihr eh nicht, was ich da mache. Darum würde ich sagen, ja, sehen wir uns, wenn das Ganze montiert ist und dann hoffentlich auch alles funktioniert und leuchtet. So, wie man jetzt vielleicht gesehen hat, ist es absolut hell um mich herum. Das liegt daran, weil jetzt hier oben 8 Lichter hängen, also 6 von den kleinen und dann 2 grössere, die ich sonst mal hatte. Ja, und das jetzt die ganze Zeit miteinander harmonieren, habe ich hier so Kabel. Und die eine oder andere fragt sich jetzt natürlich, was sind das? Das sind DMX-Kabel, mit denen kann man, das schickes Teil bestellt, ist einigermaßen teuer gewesen. So ein DMX-Controller, mit dem kann man nachher direkt Sachen steuern, das heisst zum Beispiel jetzt, also das wären jetzt die verschiedenen Farben, Rot, Grün, Blau. Und das ist die Helligkeit und da gibt es dahinter verschiedene Fade-Effekte und alles Zeugs. Das kann man programmieren. Und mit dem kann man nachher natürlich recht coole Sachen programmieren. Das heisst, wenn man das jetzt nachher theoretisch sich neben hinstellen und das Video aufnehmen, kann man einfach mal, gut, ich will jetzt mal alle Lichter voll da oben und dann macht es und dann ist man hin. Ja, und dass jetzt das funktioniert, müssen wir natürlich jede Lampe miteinander verbinden. Wem vielleicht auffällt, habe ich wieder mal andere Kleider an. Ich fühle jedes Mal, wenn ich irgendetwas im Studio mache. Das liegt daran, dass wir mittlerweile eine Woche später haben als der Anfang des Videos. Weil ich hatte jetzt so viel zu tun gehabt. Ich habe das Video geschnitten mit Niki. Das ist online gekommen, wer das nicht gesehen hat. Hier, besser gesagt, hier oben verlinkt. Können das anschauen. Und ich habe es jetzt endlich mal geschafft, dass das Ganze programmiert ist. Vielleicht sieht man jetzt schon, es ist recht hell. Also da um mich und außen recht dunkel. Aber das können wir ändern. Und nämlich habe ich das jetzt endlich geschafft, dass das alles anschliessen. Jetzt sieht man vielleicht dann, habe ich das Mischpult, das DMX Control Pult, und wenn ich jetzt da an den Hebel runter tue, habe ich plötzlich Licht. Wenn ich da rauf tue, ist es natürlich auch mit der Farbe. Darum, genau, jetzt haben wir Licht. Und das kann ich jetzt natürlich hier nach Belieben hell machen. Das sieht gar nicht, das kann man jetzt erstmal runterregeln. Aber natürlich kann ich es nach Belieben dunkel machen. Oder das kann man natürlich immer wieder nachregeln. Aber das heisst, zum Beispiel, ich könnte jetzt hier einen Strobeffekt machen, dann seht ihr wahrscheinlich auf der Kamera fast gar nicht mehr. Und das Coole ist natürlich, ich kann es jetzt natürlich individuell anpassen. Das heisst, ich kann jetzt den runternehmen und plötzlich haben wir lila. Ich kann den aber wieder rauf tun und dann haben wir wieder alle Farben, dann sind wir wieder weiß. Und ich kann den runter tun, dann sind wir bei so, ja, grün und blau gemischt, das ist so etwas Cyan. Ja genau, ja. Und ich kann natürlich auch noch den runter tun, dann wären wir bei gelb. Boah. Was man natürlich sagen muss, ist, dass die Studioleuchten immens hell sind. Ich habe es gerade mal auf eine Zehntel Helligkeit, weil sonst das auch viel zu hell wäre. Weil ja, sonst sieht man gar nicht mehr. Und natürlich gibt es einen coolen Knopf. Blackout. Und dann ist alles weg. Und dann können wir wieder einschalten, dann ist wieder alles da. Ja, das hat so gerade alles ein bisschen gezeigt, was es kann. Für die sich jetzt mehr dafür interessieren, könnt ihr das gerne mal unten in die Kommentare schreiben, weil ja die Abstimmung wird jetzt abgeschafft, leider. Darum, ich habe noch weiteres Zeug. Das sieht man vielleicht dort hinten in der Ecke vielleicht schon, wer dort reingespienzelt hat,
Vielleicht aber auch nicht. Mal schauen. Ich habe die Kamera einfach aufgestellt, weil ich gedacht, ich muss jetzt das Video fertig machen, weil jetzt habe ich es heute endlich geschafft, für Kabel fertig, alles zu programmieren, weil es ist nämlich wieder Kogenbücher. Jetzt muss jeder eine Lampe, habe ich jetzt zum Beispiel einzeln ein Dings gegeben. Das heisst, ich könnte jetzt zum Beispiel mal vereinzelt die Lampen ausschalten. Aber ich denke, für das Studio ist das mal ein grosses Upgrade. Auch wenn man hier schon bereits sich einfach denkt, dass man Videos drehen kann und nie mehr irgendein Problem wird haben, dass man irgendwie unterbeleuchtet ist, wird einfach wirklich mit diesen Möglichkeiten kannst du das Licht so aufregeln, dass wirklich absolut kein Problem ist, dass wir da irgendwie Helligkeitsprobleme werden haben. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir einen Daumen nach oben und ganz wichtig, Glocke aktivieren, weil ich habe das Gefühl, und es haben noch mehr Leute gesagt, dass meine Videos anscheinend nicht mehr im Abo-Feed angezeigt wird, wieso auch immer, obwohl ich wirklich regelmäßig Videos auflade. Und wenn ihr das Gefühl habt, hey, der hat doch irgendwie nie ein Video hochgeladen, jeden Sonntag um 10 Uhr lade ich ein Video auf, das ist versprochen, mehr oder weniger. Und wenn mal eins ausfällt, dann werdet ihr das aber irgendwie erfahren. Darum würde ich sagen, das wäre jetzt wirklich das Video 120. Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.